Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Abend, zur ersten Veranstaltung im Rahmen des Reformationsjubiläums. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie freuen sich auch, dass Sie hier sein können. Ja? Okay. Das ist schön. Das freut mich dann auch. Denn Sie gehören zu den Glücklichen, die mit anfangen dürfen, nachzudenken und etwas zu tun zur Erneuerung unserer Kirchen. Denn darum geht es. Sie sind nicht einfach hier, um zu konsumieren, sondern sie sind eingeladen, mitzudenken und mitzutun. Es geht uns bei der Jubiläumsfeier zum Reformationsjubiläum nicht um ein theoretisches Nachdenken über das, was vor 500 Jahren passiert ist, sondern es geht uns um heute und morgen, um Gegenwart und Zukunft, um die Frage, wie können wir denn heute Kirche sein? Wie sollten wir Kirche sein? Martin Luther hat damals den Anstoß gegeben, wieder neu über die Bibel, über das Wort Gottes nachzudenken und sie in den Mittelpunkt des Glaubens und der Kirche zu rücken. Und genau diesen Anstoß wollen wir heute aufnehmen, im Rahmen dieses Reformationsjubiläums. Und wir wollen heute damit beginnen. Und es wäre schön, wenn es dadurch zu Schritten zur Erneuerung unserer Kirche vom Evangelium Jesu Christi herkommt. Und dazu begrüße ich heute Abend ganz besonders Frau Professor Dr. Margot Käßmann als Botschafterin des Reformationsjubiläums der EKD. Früher war sie mal meine Bischöfin in der Hannoverschen Landeskirche, aber das ist schon Jahrzehnte her. Die meisten kennen sie durch Fernsehen oder durch Bücher. Am Ausgang gibt es auch einen Büchertisch heute mit Büchern, die Sie nachher käuflich erwerben dürfen. Und wenn Sie ganz freundlich sind, bekommen Sie vielleicht sogar eine Unterschrift. Ja? Bekommen Sie. Ja? Und wir freuen uns, dass wir Sie heute hier live hören und erleben können. Zum Thema Reformation und Ökumene eine Herausforderung. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen, aber wir haben heute schon darüber gesprochen, das passt ja genau nach Luxemburg. Denn hier haben wir diese Herausforderung angenommen. Die katholische Kirche von Luxemburg, die protestantisch reformierte Kirche von Luxemburg und die evangelische Gemeinde deutscher Sprache verantworten und gestalten alle Veranstaltungen gemeinsam unter dem Motto Reformation in ökumenischer Verantwortung. Wie können wir heute Kirche sein? Wie können wir heute entsprechend dem Wort Gottes reformierte, evangelische, katholische Kirche sein? Und ich hoffe, dass wir darauf Antworten bekommen. Bevor wir nun dem Vortrag von Frau Professor Dr. Käßmann lauschen, möchte ich noch mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass durch die Reformation ein Anstoß gegeben wurde, deine Botschaft in den Mittelpunkt der Kirche und unseres Glaubens zu stellen, als Quelle und als Wegweiser für unser Leben. Hilf uns, dass wir die Bedeutung deiner Botschaft auch heute wieder neu erkennen. Zeige uns Wege, wie wir heute als Kirche leben können, und gib uns durch deinen Heiligen Geist die Kraft, die nötigen Schritte zur Erneuerung zu gehen. Sei du nun in unserer Mitte und schenke uns deinen Segen. Amen. Und jetzt übergebe ich Ihnen das Wort, aber dazu muss ich hier das noch anstellen. Jetzt dürfen Sie. Ja, liebe Anwesende, liebe Gemeinde, sage ich mal, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass das ökumenisch gelingt, auf das Reformationsjubiläum zuzugehen, hier in Luxemburg, und finde das besonders schön, dass wir heute in einer römisch-katholischen Kirche überlegen, was das ökumenisch heißen kann, Reformationsjubiläum 2017.
Es gibt viele Fragen an das Jubiläum. Die allererste wird gleich von Historikern gestellt. Ist das überhaupt ein richtiges Datum zum Feiern? Die ersten sagen, wahrscheinlich hat Luther gar nicht gehämmert 1517. Wahrscheinlich hat er die Thesen nur verbreitet, multipliziert. Und jetzt gibt es einen Amerikaner, sagt, er weder gehämmert noch multipliziert, sondern mit warmem Bienenwachs angeheftet. Ich weiß es nicht, was genau geschah. Jedenfalls hat er diese 95 Thesen zur Kritik an der Ablasspraxis veröffentlicht. Und dieses Datum, 31. Oktober 1517, gilt seitdem als Auftakt zur Reformation. Die Nächsten sagen, kann man das aber feiern? Ist das nicht die Geschichte einer Kirchenspaltung? Nein, haben wir gesagt. Wir können heute doch feiern, dass wir uns ökumenisch angenähert haben, dass es einen Lernprozess gegeben hat. Und schließlich gibt es auch viele Kritiker, die sagen, darf Kirche heute überhaupt etwas feiern? Zurückgehende Mitgliederzahlen, Finanzschwierigkeiten, da gibt es gar nichts mehr zu feiern. Ich will gleich sagen, wir haben uns entschieden, als evangelische Kirche in Deutschland dieses Jubiläum wahrzunehmen, als Chance, über den Glauben zu reden in einer säkularer werdenden Welt. Als eine Chance, in der wir fragen, wo stehen wir heute? Nicht nur zurückzugucken, 500 Jahren, sondern zu fragen, wohin wollen wir eigentlich gehen als Kirchen heute? Wir werden feiern, und zwar international und ökumenisch. Das ist von Anfang an die Entscheidung gewesen, und die halte ich auch für richtig. Damit Sie jetzt wissen, was ich mit Ihnen vorhabe heute Abend, entspannen Sie sich erstmal, das ist wichtig. Zweitens, es wird 45 Minuten dauern, dann wissen Sie das auch schon, nicht 2 Stunden. Ich gebe Ihnen einen Schnelldurchlauf, was wir planen in Deutschland. Was Sie hier planen, ist ja schon sehr schön sichtbar geworden. Und dann habe ich 10 Punkte, wo ich glaube, dass wir ökumenisch die Herausforderung 2017 annehmen können. Der letzte Punkt, der Höhepunkt von den 10, ist dann die Ökumene. Also los geht's, Schnelldurchlauf. Was planen wir? Das Festjahr beginnt schon am 31. Oktober diesen Jahres. Wir werden in Berlin einen kleinen Festakt haben, und von da fährt ein Truck durch Europa. 69 Städte haben sich beworben und sind festgelegt worden. Und dieser Truck beginnt in Genf und in Zürich, fährt dann durch Rom auch bis nach Sibiu in Rumänien, nach Dublin in Irland, nach England, nach Schweden, nach Holland und sammelt Thesen ein. Wo ist heute Reform und Reformation notwendig in Europa, in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft? Diese Thesen werden auf Tore gestaltet, die Tore werden eingesammelt und kommen nach Wittenberg. Da werden die dann aufgestellt. Am 20. Mai beginnen wir 2017 mit einer Weltausstellung Reformation. Die ganze Stadt Wittenberg wird zum Ausstellungsgelände, und wir diskutieren Themen wie Reformation und Spiritualität, Reformation und Ökumene, Reformation und Globalisierung. Was bedeutet Reformation heute? Ich wünsche mir, dass das so ist, dass der Mensch sagt, 2017 sollte ich eigentlich mal in Wittenberg gewesen sein. Ich werde den ganzen Sommer am Stadttor stehen, Sie alle herzlich begrüßen. Ich bin heute nach Luxemburg gekommen, dann kommen Sie bitte nach Wittenberg. So soll das aussehen. Dazu haben wir parallel ein Jugendcamp. Das soll keine antiquierte Veranstaltung werden, sondern 2000 Jugendliche werden immer gleichzeitig für 4 Tage in Wittenberg sein und eine Generation 2017 sein und fragen, was ist für uns reformatorisch, für unsere Kirche heute an der Tagesordnung. Dazu gibt es Kirchentage, einen deutschen evangelischen Kirchentag in Berlin Ende Mai und kleine evangelische Kirchentage in Tradition der DDR in Weimar, Halle, Wittenberg, Dessau, Magdeburg und Leipzig. Und diese Kirchentage enden alle am Samstag, den 27. Mai. Die Menschen kommen dann langsam auf Wittenberg zu, und am 28. Mai werden wir vor den Toren Wittenbergs, da gibt es so ein altes Flughafengelände vor der Silhouette Wittenbergs, einen Großgottesdienst feiern. Da erwarten wir 250.000 Menschen, die miteinander feiern, beten, das Wort Gottes hören, singen und dann einen Tag miteinander dort verbringen. Wir sind ganz sicher, dass die Elbe in diesem Mai nicht über die Ufer treten wird. Das ist Voraussetzung für das Ganze. Das ganze Jahr endet natürlich am 31. Oktober 2017. Das wird in Deutschland Feiertag sein. Alle Bundesländer mussten das einzeln abstimmen. Ich bin sehr froh, dass selbst Berlin, das säkularste unter allen Ländern der Bundesrepublik, zugestimmt hat, nicht zum Einkaufen freizugeben, sondern tatsächlich Feiertag zu haben. Und an dem Feiertag ist die Zeit für die Gemeinden, zu fragen vor Ort in unserer Gemeinde, was sagt uns Reformation heute? Ich kann mir vorstellen,
dass wir miteinander pilgern an dem Tag. Auch die Protestanten haben ja das Pilgern entdeckt inzwischen. Und Pilgern ist etwas, wovor eigentlich niemand Angst haben muss, sondern man ist auf einem gemeinsamen Weg nach vorn. Pilgern vielleicht von der römisch-katholischen Kirche zur evangelischen, zur orthodoxen, vielleicht zur Synagoge oder zur Moschee. Ein Weg nach vorn. Wir haben viele Pilgerwege in Deutschland und ja auch über die Grenzen in Europa entdeckt. So ungefähr sieht die Planung für das Jahr aus. Ich hoffe, dass Sie irgendwo mit dabei sind. Natürlich finde ich toll, was Sie auch hier in Luxemburg planen. Damit komme ich zu den 10 Punkten. Der erste: Ich denke, wir sind im 21. Jahrhundert endlich so weit, kritisch auf unsere eigene Geschichte zu schauen, auch selbstkritisch auf unsere Geschichte zu schauen. Für die deutschen Lutheraner kann ich sagen, dass die Reformationsjubiläen für sie doch sehr oft Luther-Heldengedenktage waren. Ja. Das fing schon an 1617, als klar wurde, das war die richtige Entscheidung. 1717 wurde Luther plötzlich zum frommen Pietisten, für manche auch schon ein Frühaufklärer. 1817, kurz nach der Völkerschlacht bei Leipzig, wurde er zum nationalen Luther. Die Nation Deutschland wuchs zusammen und brauchte einen Nationalhelden. Selbst für die Katholiken wurde Luther zum Nationalhelden 1817. 1917 wurde er zum Retter der Deutschen in großer Not. Da fühlten sie sich nun alleingelassen im Ersten Weltkrieg und Luther wurde zum Tröster. Und dann 1933, zu Luthers 450. Geburtstag, bekam er die Aura eines gottgesandten Führers, dem nur noch ein noch größerer Führer folgen sollte. Das einzige Jubiläum, das ich je erlebt habe, war Luthers 500. Geburtstag. Das war 1983 und da haben die Deutschen gestritten, ob Luther Ostdeutscher oder Westdeutscher war. Ja. Wir müssen uns zurückdenken in diese Zeit. In der DDR war Luther der Bauernknecht gewesen. Münzer war der Revolutionär. Aber nun brauchte 1983 die DDR dringend Devisen und die Idee war, wir feiern ein Reformationsjubiläum. Es gab einen kleinen Filz-Luther für 25 Westmark zu erwerben, den habe ich noch. Und Honecker lud die deutschen Bischöfe auf die Wartburg ein. Mein Vorvorgänger Eduard Lohse konnte das noch erzählen. Es gab Nebel am 31. Oktober 1983 und von der Grenze bis zur Wartburg stand jeden Kilometer ein Volkspolizist mit Fackel. Das war. Honecker hat also den Westdeutschen den Luther weggenommen und die Westdeutschen haben dann nur noch einen komischen kleinen Kongress abgehalten. Komisch war nicht. Also, das heißt aber, das sind sensible Punkte. Wir müssen gut überlegen, wie sieht denn ein Reformationsjubiläum im 21. Jahrhundert aus? Können wir da Luther ins Zentrum stellen? Wird es eine Profilierung geben, wir Evangelischen sind anders als andere? Oder sind wir endlich so weit gekommen zu sagen, Reformation war eine Bewegung des ganzen 16. Jahrhunderts, aus der alle verändert hervorgegangen sind? Das ist meine These, die ich gerne teile mit Heinz Schilling, dem Biografen Martin Luthers, 2012 erschienen. Wenn Sie Zeit haben oder ein Geschenk suchen, das ist, glaube ich, im Moment der Standard an Luther-Biografie im säkularen Bereich, interessant zu lesen. Und Schilling sagt, es ging gar nicht so sehr um Kirchenspaltung, sondern das 16. Jahrhundert ist eine Ausdifferenzierung. Keiner kann Universalität bewahren, der Papst nicht, Kaiser Karl nicht und auch Luther wollte ja eine universale Kirche, nämlich seine nach der Reformation. Sondern die Interessen entstehen. Die Fürsten haben Interessen, die Ritterschaft hat Interessen, der Bauernstaat sozusagen wird, die Bauern als Gruppe formieren sich. In diesem Jahrhundert verändert sich etwas zu einem ungeheuren Aufbruch und das beginnt schon mit Jan Hus in Böhmen, der ja sehr ähnliche Ideen hatte wie Luther. Für mich symbolisiert das sehr schön ein Wandbild, das ich in Altstarken, Berlin-Spandau, also Nordwesten Berlins, entdeckt habe. Das können Sie sich im Internet anschauen oder besser noch selber mal hinfahren. Eine kleine Kirche, die einen italienischen Künstler, Gabriele Mucchi, beauftragt hat, ein Wandbild in dieser Kirche zu bemalen zum Thema Reformation. Und Gabriele Mucchi hat den Gekreuzigten in die Mitte gestellt und unter ihn 12 Figuren, die für die Reformation für ihn stehen. Und vielleicht hören Sie sich die 12 Personen mal an und assoziieren, wofür sie stehen. Nikolaus Kopernikus, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, Ignatius von Loyola, Thomas Morus,
Katharina von Bora, Martin Luther, Thomas Münzer, Johannes Bugenhagen, Philipp Melanchthon, Lukas Cranach und Erasmus von Rotterdam. Ich finde, das Bild zeigt sehr schön einen Aufbruch in der Wissenschaft, in der Sprachforschung, auch der Frauen, auch ein sozialer Aufbruch. Wichtig ist deshalb, Reformation können wir heute kritisch sehen als ein Gesamtgeschehen und ökumenisch sehen als unsere gemeinsame Geschichte. Wir müssen sie nicht abgrenzend als Spaltung sehen können, sondern können sagen, es gab einen großen Reform- und Veränderungsstau, aus dem wir in verschiedenen Wegen hervorgegangen sind und uns ausdifferenziert haben. Ökumenisch ist das ein sehr anderer Blick, als von Kirchenspaltung zu reden. Das Zweite, der Dialog der Religionen. Es ist das erste Jubiläum nach dem Holocaust. Und ich muss sagen, in Deutschland ist es das erste Mal, dass wir intensiv über Luthers Antijudaismus diskutiert haben und noch diskutieren. 1523 hat Luther eine Schrift geschrieben, dass unser Herr Jesus Christus ein geborener Jude sei. Da wendet er sich gegen die Vorwürfe, die gegen Juden erhoben werden, wie beispielsweise Wucherzins. Und Luther sagt, das sind alles Lügendinge. Vielmehr sei es das lieblose Verhalten der Christen, das Juden bisher abgehalten habe, sich zu Christus zu bekehren. Zitat Luther: Wir haben sie behandelt, als wären es Hunde. Da wäre auch ich lieber eine Sau, denn ein Christ geworden. Das ist Luthers Duktus. In jüdischen Kreisen wuchs die Hoffnung, mit diesem Mann als Reformator könne man ins Gespräch kommen. Doch der alte Luther, verbitterter alter Mann, der er war, schreibt 1543 eine schreckliche Schrift von den Juden und ihren Lügen und erklärt, dass man ihre Häuser und Synagogen verbrennen solle und sie aus den deutschen Städten und Dörfern vertreiben solle. Ihre Gebetbücher sollen ihnen genommen werden, denn darin werde Abgötterei gelehrt. Das ist schrecklich zu lesen. Ich muss sagen, keine angenehme Lutherlektüre. Und diese Schmähschrift diente dann den Nationalsozialisten als Rechtfertigung auch noch für ihren Mord an den Juden. Die Nationalsozialisten haben die Schrift gerne und vielfach verbreitet. Und als der Hetzer Julius Streicher auf dem Nürnberger Gerichtshof saß, erklärte er, Zitat, Dr. Martin Luther säße sicher heute an meiner Stelle auf der Anklagebank. Zitat Ende. Es hat lange gedauert, bis die Evangelischen gelernt haben, sich davon zu distanzieren und zu begreifen, dass Luthers Antijudaismus einen vollkommen falschen Weg gewiesen hat. Zu begreifen, was Paulus schreibt, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Heute sagt unsere evangelische Kirche, wer Juden angreift, greift uns an. Und im November letzten Jahres hat die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland sich von Luthers Judenschriften distanziert. Wir haben gelernt, dass wir im Dialog sein müssen mit Juden, dass es normal ist, dass wir als Religion im Dialog sind, aber es gibt keinen römisch-katholisch-jüdischen und keinen lutherisch-jüdischen und keinen reformiert-jüdischen Dialog, sondern einen christlich-jüdischen Dialog. Es ist eine ökumenische Aufgabe, im Dialog zu sein, und diese Aufgabe, wenn wir von Reform und Reformation sprechen, sehen wir heute auch mit Blick auf Muslime. Wir müssen lernen, auch mit Muslimen im Dialog zu sein. Und auch das geht meines Erachtens nicht konfessionell abgegrenzt, sondern ist eine gemeinsame ökumenische Herausforderung, einen Dialog mit Muslimen tatsächlich zu erproben, zu wagen und dazu beizutragen, dass Religionsdialog für den Frieden eintritt in unseren europäischen und weltweiten Gesellschaften. Eine Lerngeschichte können wir da feiern. Wir sind Kirchen gemeinsam im Dialog mit anderen Religionen. In der säkularen Zeit, dritter Punkt, wir sind Kirchen heute in einem zunehmend säkular werdenden Umfeld. Wir haben über Luxemburg auch schon gesprochen. Auch für Sie ist das kein völlig neues Phänomen. Ich habe in Eisleben Luthers Taufkirche wieder eingeweiht. In Eisleben sind heute 7% der Menschen Mitglied einer Kirche. 93% erklären, sie seien überhaupt nicht religiös gebunden. Wie finden wir in einem solchen Umfeld eine Sprache vom christlichen Glauben so zu sprechen, dass die Menschen das Gefühl haben, das geht mich etwas an, das trifft mich, dieser Glaube ist nicht irgendetwas Abgeschottetes, sondern hat mit mir zu tun.
Ich finde, dass wir da von den Reformatoren lernen können. Luther hatte seine Schattenseiten, das habe ich eben schon erklärt, aber er hatte eine ungeheure Sprachkraft. Dem Volk so aufs Maul schauen, dass das Volk versteht, dass man Deutsch mit ihnen redet. Das war sein Anliegen. Und die Reformatoren haben Theologie in kurze Sätze gefasst. Luther wurde vorgeworfen von seinen Universitätskollegen, dass er auf Deutsch und kurz publiziert. Das galt als nicht wissenschaftlich. Es musste Latein und lang sein, damit es Eindruck schindete. Ja. Heute habe ich auch manchmal den Eindruck, Theologen sind sehr lang und nicht unbedingt deutsch, wenn sie mit der Welt versuchen zu reden und sich zu vermitteln. Dem Volk aufs Maul schauen heißt nicht dem Volk nach dem Munde reden. Aber es heißt, eine Sprache finden, die Menschen ergreift, die sie verstehen. Das ist heute eine ökumenische Herausforderung. Die ökumenische Bewegung ist entstanden, weil die Missionare gesagt haben, wir können doch nur von Jesus Christus sprechen auf dem Missionsfeld, wie das früher so schön hieß, und nicht den Leuten zuallererst sagen, du musst Baptist, Lutheraner oder römischer Katholik werden. Wir brauchen eine Sprache des christlichen Glaubens in unserer säkularen Welt, die Menschen trifft und erreicht. Dabei haben die Reformatoren viele Formeln auch gefunden, beispielsweise Solus Christus, Christus allein, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel, sola fide, der Glaube allein ist entscheidend. Wir müssen Menschen etwas an die Hand geben, mit dem sie auch selbst ihren Glauben ausdrücken können. Ich komme zum vierten Punkt, die Frauen. Es ist das erste Reformationsjubiläum, bei dem die Mehrheit der reformatorischen Kirchen in aller Welt, nämlich 76,4%, Frauen in alle Ämter ordiniert. Als ich Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde, hat die russisch-orthodoxe Kirche die Beziehung zu unserer Kirche abgebrochen, weil sie gesagt hat, wenn eine Frau Vorsitzende ist, können wir keine Beziehung haben zu dieser Kirche. Problem hatte ich mit Katholiken übrigens nie als Ratsvorsitzende, kann ich sagen. Und sie haben erklärt, wir hätten uns dem Zeitgeist angepasst. Ich habe dann zurückgeschrieben, war auch noch eine Frage, ob ich dann überhaupt zurückschreiben kann als Frau, aber da habe ich mich durchgesetzt, habe gesagt, doch, ich schreibe zurück. Das ist nicht Zeitgeist, sondern reformatorische Tauftheologie. Luther hat gesagt, jeder, der getauft ist, ist Priester, Bischof, Papst. Hat dann 450 Jahre gedauert, Kirchengeschichte ist manchmal länger, bis die evangelische Kirche gedacht hat, Frauen sind ja auch getauft. Und wenn sie auch getauft sind, können sie nach Luthers Theologie auch alle Ämter wahrnehmen. Wir müssen dabei sagen, dass das heute ein Unterscheidungsmerkmal ist, aber eins, das wir katholisch-evangelisch, ich kann nur für die evangelische Kirche in Deutschland sprechen, von meinen Erfahrungen, in der Gemeinschaft aufgefangen haben, weil es Unterschied im Amtsverständnis gibt es. Der ist auch bleibend, aber der hängt nicht daran, ob das Amt ein Mann oder eine Frau wahrnimmt in der evangelischen Kirche, sondern es gibt einen Unterschied im Amtsverständnis. Luther war kein Frauenhasser. Das wird ihm gerne unterstellt, dass er Frauen gehasst habe. Er hat allerdings eine Predigt in Vokavit einmal gehalten, in der er deutlich gemacht hat, dass er Hexenverbrennung nicht für das Schlechteste auf der Welt hält, das muss man sagen. Und es gibt einige Tischreden von ihm, die durchaus frauenfeindlich sind. Das muss auch zugestanden werden, das kann man nicht leugnen. Allerdings habe ich dagegen immer gehalten, dass wenn man manche Tischreden von Männern beim Bier heute aufzeichnen würde, sie in 500 Jahren auch nicht so gerne wieder gelesen werden würden. Allerdings müssen wir sagen, dass er Frauenleben insofern aufgewertet hat, als er erklärt hat, dass nicht Zölibat oder Klosterleben entscheidend sind, sondern das Leben in der Welt. Das Leben in der Welt, auch mit Sexualität, mit Kinderbekommen, mit Familie, ist gutes Leben vor Gott. Und deshalb war für ihn die öffentliche Heirat von bisher zölibatär lebenden Priester, Mönchen und Nonnen ein theologisches Signal. Es sollte, so Gause, Reformationshistorikerin, die Weltzuwendung und demonstrative Sinnlichkeit des neuen Glaubens zeigen. Das ist mir wichtig. Weil ganz oft gesagt wird, die Protestanten sind alle kopflastig, die sind überhaupt nicht sinnlich. Das wollte Luther gar nicht. Wenn Sie die Porträts von ihm schon sehen, das war ein sinnlicher Mensch. Ja? Er hat gesagt, das Leben in der Welt ist das Leben vor Gott und das sollst du verantworten. Damit hat er Frauenleben durchaus aufgewertet und in den ersten reformatorischen Gemeinden wurden Hebammen zu Kirchendienerinnen erklärt. Dabei konnte er sehr modern sein,
Ich habe immer so Phasen von Lieblings-Luther-Zitaten. Ich habe Ihnen heute eins mitgebracht, das ich im Moment am schönsten finde. Es geht um eine hochaktuelle Frage. So ein Vortrag kann nicht ohne Luther-Zitat gehen, nämlich ob ein Mann sich lächerlich macht, wenn er Windeln wäscht. Ja? War schon damals eine Frage. Zitat Luther: Wenn nun ein Mann herginge und wüsche Windeln oder täte sonst an Kindern ein so verachtet Werk, und jedermann spottete seiner und hielte den für einen Maulaffen oder gar Frauenmann, obwohl er es doch in christlichem Glauben täte. Lieber sage du mir, wer spottet hier des anderen am feinsten? Gott lacht doch mit allen Engeln und Kreaturen, nicht weil der die Windeln wäscht, sondern weil er es im Glauben tut. Die Spötter aber, die nur das Werk sehen und nicht den Glauben, derer spottet Gott mit aller Kreatur als der größten Narren auf Erden. Ja, sie spotten nur ihrer selbst und sind des Teufels Maulaffen mit ihrer Klugheit. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was ich tue, sondern dass ich das, was ich tue, im Glauben tue. Das war Luthers große Überzeugung. Tu das, was du tust, im Glauben. In deinen täglichen Aufgaben verantworte deinen Glauben in der Welt. Und ich denke, da haben wir uns ökumenisch eindeutig angenähert. In der Welt lebt dein Glauben in Verantwortung vor Gott. Da hast du im praktischen Christentum Verantwortung wahrzunehmen und zu zeigen, welche Haltung du als Christ, als Christin hast. Die Haltung in der Welt zu zeigen, ist ein Signal für den Christenmenschen. Dazu musst du dich nicht zurückziehen in Kirchengebäude und in Klöster. Und wenn ich Papst Franziskus sehe, dann denke ich, praktiziert er das. Er gibt Signale an die Welt, dass die Haltung des Christen in der Welt entscheidend ist. 5. Punkt, Überwindung von Spaltung. Ich war mit Bischof Feige aus Erfurt auf einem Podium und wir wurden gegenseitig gefragt, was wir an der anderen Kirche eigentlich gut finden. Er hat gesagt, er findet die Frauenordination ganz interessant, es ist nicht seine Kirche, sie halten das anders. Ich habe gesagt, was ich an der katholischen Kirche gut finde. Sie hat es geschafft, trotz aller inneren Differenz Weltkirche zu bleiben. Während die Protestanten, das müssen wir selbstkritisch sagen, doch ganz gern zur Spaltung neigen. Auch wenn eine lutherische Bischöfin etwas sagt, stehen mindestens 10 Pastoren auf und sagen, hier stehe ich kann nicht anders, ich bin anderer Meinung. Ich habe kürzlich bei einem Thanksgiving-Dinner letztes Jahr neben einem amerikanischen Professor gesessen, der mir erklärt hat, er hätte jetzt schon die 3. Kirche gegründet. Immer wenn er sich mit seiner streitet, gründet er eine neue Kirche. Ja? Das ist ein hohes Problem bei den Protestanten, dass sie so selbstsicher da stehen und nicht anders können, dass sie dann sagen, dann trennen wir uns. Das war auch ein großes Drama 1529 in Marburg. Da kommen sie zusammen, Luther und Zwingli, und wollen diese beiden großen reformatorischen Bewegungen zusammenbringen. Und sie einigen sich in fast allem, nur nicht in der Frage, wie Jesus Christus präsent ist beim Abendmahl. Das ist ja auch evangelisch-katholisch eine Differenz, aber eben auch innerevangelisch. Weil Luther sagt, Christus ist präsent, in, mit und unter Brot und Wein als Geheimnis. Die Reformierten sagen, Brot und Wein sind ein Symbol, ein Zeichen für die Präsenz allein, aber nicht die Präsenz selbst. Das ist traurig, die Bewegung spaltet sich. Wir haben eine reformierte, eine lutherische Kirche und eine unierte. Allerdings 1973 gab es in Europa einen großen Durchbruch, endlich. In Leuenberg wurde eine Konkordie verabschiedet, in der klar wird, die Differenzen bleiben, aber trotzdem erkennen wir uns als Kirchen an, können deshalb die Ämter anerkennen und können deshalb miteinander Abendmahl feiern. Das war ein großer Schritt, den wir auch ökumenisch feiern können. Es gibt Modelle inzwischen, Spaltung auch wieder zu überwinden. Das ist mir sehr wichtig. Wir müssen nicht bei der Spaltung, bei der Trennung, bei dem Unterschied allein festhaften, sondern wir können Formen finden, ökumenisch miteinander zu leben und uns gegenseitig anzuerkennen. Ich mache mal eine kleine Zwischenbemerkung, weil manchmal im gelebten Leben Fragen viel klarer werden. Ich habe in Basel letztes Jahr Adventsgottesdienst gefeiert mit Abendmahl. Die fanden mich römisch-katholisch übrigens, weil ich die Liturgie gesungen habe. Die Reformierten fanden das merkwürdig katholisch, wie ich das mache, aber wir konnten Abendmahl zusammen feiern. Und hinterher sagte mir der reformierte Pfarrer beim Mittagessen, Reformierte sind ja auch hier, also jedenfalls sagte er, wahrscheinlich war es ein nicht theologischer Faktor, der am Ende entscheidend war.
in Marburg beim Religionsgespräch, weil Luther sprach tiefes Sächsisch und Zwingli sprach Schweizerdeutsch. Die mochten sich nicht. Ja, also allein menschlich passte das wahrscheinlich schlicht nicht zusammen. Manchmal ist nicht theologischer Faktor ja sehr entscheidend in der Theologiegeschichte. Wir haben aber auch andere Spaltungen überwunden. Wir müssen sagen, die Lutheraner haben 2010 ihre Schuld gegenüber den als Täufer und Schwärmer Verfolgten bekannt in einem bewegenden Gottesdienst. Und die Mennoniten als die Erben der Täuferbewegung haben Vergebung zugesagt. Deshalb können auch Mennoniten, Quäker, aber auch Methodisten, Baptisten und andere das Reformationsjubiläum mitfeiern. Mir ist wichtig, ökumenisch finden wir auch Formen, Spaltung wieder zu überwinden, ohne zu sagen, dass die Differenz absolut eingeebnet werden muss. Das sind Modelle, die wir brauchen, weil es ökumenische Hoffnungssignale sind. 6. Punkt, die Bildung. Wir feiern Reformationsjubiläum in einer Zeit, in der wir etwas teilen als römisch-katholische, lutherische und reformierte Kirche, nämlich dass es uns um gebildeten Glauben geht. Das war Luthers ganz starker Impuls. Der Mensch soll selbst verstehen, soll selbst den eigenen Glauben begreifen. Deshalb wollte er die Messe in der deutschen Sprache, deshalb hat er die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Es gab Übersetzungen vorher, aber erst Luthers Übersetzung traf die Menschen richtig ins Herz. Wir werden für das Reformationsjubiläum eine Revision der Lutherbibel vorlegen. Ich fand das einen sehr interessanten Prozess. Also ich war nicht selbst beteiligt, aber die beteiligten Professoren konnten das sehr schön erzählen, dass sie am Anfang eine kleine Revision wollten. Jetzt sind 3000 Stellen in der Bibel geändert worden, in der Lutherbibel, und sehr oft zurück zu Luther. Weil man sagt, die Revisionen nach Luther haben oft etwas wieder verschleiert, was Luther selbst schon viel klarer hatte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das mir eindrücklich war, das Psalmwort, der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Lechzt ist eine Revision des 20. Jahrhunderts. Bei Luther hieß es, der Hirsch schreit nach frischem Wasser, jetzt schreit er wieder. Aber man sagt, ein schreiender Hirsch versteht jeder, lechzen versteht keiner mehr. Also, dabei wollte er auch Schulen für alle. Eine große Bildungsbewegung entstand. Er wollte Bildungsgerechtigkeit. Jeder Junge, jedes Mädchen auch, gleich welcher sozialen Herkunft, sollten Bildung bekommen, sollten selbst die Bibel lesen lernen in der eigenen Sprache und so ihr Gewissen bilden. Melanchthon, Lehrer aus Leidenschaft, die Reformatoren insgesamt am Denken beteiligt. Eine Bildungsbewegung, die sehr schnell auch von der römisch-katholischen Kirche dann aber aufgegriffen wurde. Mir ist das heute sehr wichtig, ein ökumenisches Anliegen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen Glauben, der selbst denken kann, der kritisch reflektiert. Deshalb schicken wir unsere Pfarrerinnen und Pfarrer an Universitäten, damit sie selbst den Glauben reflektieren. Deshalb plädieren wir, ich weiß in Luxemburg, kritisches Thema zurzeit, deshalb plädieren wir für Religionsunterricht an den Schulen, damit auch Schülerinnen und Schüler ihren Glauben kritisch reflektieren. In Deutschland haben wir plädiert als Kirchen gemeinsam für islamischen Religionsunterricht an Schulen, weil wir gesagt haben, nicht allein die Koranschule soll vermitteln, was im Islam geglaubt wird, sondern ein kritischer Religionsunterricht ist wichtig dafür. Und dafür ist auch wichtig, eine historisch-kritische Methode, die Bibel anzuschauen. Nur wenn wir auch unsere eigenen heiligen Bücher kritisch lesen dürfen, fragen dürfen, warum gibt es 2 Schöpfungsgeschichten? Warum erzählen 4 Evangelien die Geschichte von Jesus von Nazareth auf unterschiedliche Weise? Weil wir das fragen dürfen. Deshalb geht es um gebildeten Glauben. Und für mich ist das heute ein ökumenisch fundamentales Anliegen, denn nur gebildeter Glaube wird in der Lage sein, Fundamentalismus abzuwehren. Fundamentalismus mag keine Fragen. Fundamentalismus sagt, glaub, wie es dir gesagt wird, oder stirb. Kritischer Glaube, reflektierter Glaube, das ist ein Glaube, der frei genug ist, den Fundamentalismus abzuwehren und zu fragen und zu respektieren, ob es vielleicht für einen anderen Zugang zur Wahrheit Gottes gibt. Für mich ist wichtig, dass wir gemeinsam feiern können, dass wir hier in einem Dialog sind. Wir können in kritischem Dialog sein. Ich war ja 5 Monate in den USA 2010, habe immer wieder andere Kirchen besucht und muss sagen, ich war schon überrascht. 50% aller derer, die sich Pfarrer nennen in den USA, haben keinerlei theologische Ausbildung. Das kann jeder sein, denn das ist überhaupt nicht geschützt als Begriff.
Ich sage, Sie predigen so wunderbar, Sie sind jetzt der Pfarrer, wir sind die Gemeinde und fertig ist es. Ich finde schon, dass wir einen kritischen, gebildeten Glauben haben, mit dem wir auch ökumenisch überhaupt im Dialog sein können miteinander. Das halte ich für entscheidend. Ich mache nochmal eine Klammer auf. Eine der Pfarrerinnen, die ich getroffen habe, eine chinesische Pfarrerin in Asien kürzlich, hat mir gesagt, ich habe gefragt, welcher Konfession gehören Sie an? Und dann sagt sie, ach, wir sind postkonfessionell, wir interessieren uns nicht für europäische Spaltungen des 16. Jahrhunderts. Das ist einerseits einfach, aber andererseits muss ich immer darüber nachdenken, wie verstehe ich Taufe, was bedeutet mir das Abendmahl, wie verstehe ich das Amt. Ich denke, dass wir da ökumenisch einfach auch viel geleistet haben an Dialog in den letzten Jahren. 7. Punkt, die Freiheit. Es ist ein Reformationsjubiläum, bei dem wir gemeinsam bejahen, dass es eine Trennung von Kirche und Staat gibt. Eine Trennung von Kirche und Staat, die besonders, das müssen wir sagen, nachdem Luther das sehr stark kritisiert hatte, dass der Papst Vorgaben für den Kaiser machen darf, dann doch Luther auch durchgesetzt hatte, dass die Fürsten, die Oberhäupter der jeweiligen Kirche sind, weil er gesagt hat, sie können die Reformation besser schützen. Deshalb hatten es die deutschen Protestanten sehr schwer, als 1918 der Kaiser abdankte. Die deutschen Evangelischen wollten immer ihren Kaiser Wilhelm wieder haben, weil sie das so merkwürdig fanden, dass sie auf einmal Bischöfe haben sollten. Das Bischofsamt in Deutschland wurde in den lutherischen Kirchen erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt. Und als dann ein neuer deutscher Führer kam, haben viele gedacht, das ist gut, wenn er auch die Kirche führt. Also die Verführbarkeit der deutschen Protestanten war da sehr hoch. Heute sagen wir sehr klar, Kirche und Staat sind getrennt, in Deutschland aber in einem sehr guten Gesprächsverhältnis. Einerseits wird die Kirche nicht versuchen, die Gesetze des Landes zu bestimmen, aber die Kirche will gehört werden, wenn über Gesetze diskutiert wird, zu denen sie was zu sagen hat. Ich nehme mal Gentechnologie beispielsweise, Embryonenforschung oder Sterbehilfe. Die Kirche erwartet, dass der Staat zumindest hört, was sie zu sagen hat. Gleichzeitig kann der Staat die Kirche vielleicht kritisieren, aber er kann nicht in die Kirche hinein regieren. Er hat nicht der Kirche zu sagen, wie sie Kirche zu sein hat. Ich will Ihnen ein Beispiel noch schnell geben. Als ich Landesbischöfin war in Hannover, hatten wir den Fall, dass in einer Göttinger Gemeinde eine junge Iranerin zum christlichen Glauben übergetreten war und getauft wurde. Ihr Ehemann hatte sie daraufhin verlassen, war in den Iran gegangen und sie sollte nun in den Iran abgeschoben werden. Wir haben versucht, das aufzuhalten, weil wir gesagt haben, im Iran wird sie einen Unfall erleiden oder Ähnliches mehr, weil sie als Christin da nicht geschützt werden kann. Dann hat der Innenminister des Landes Niedersachsen erklärt, er vermute, sie habe sich nur taufen lassen, um einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und da habe ich gesagt, über das Taufbegehren entscheidet nicht ein deutscher Innenminister, sondern allein die Kirche, wer getauft wird. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Staat auch nicht in die Kirche regieren kann. Also ein kritisches Miteinander und Verhältnis von Kirche und Staat. Aber gerade die deutschen Kirchen mussten dann auch schwer lernen, dass es auch bedeuten kann, widerständig zu sein im Staat. In der Zeit des Nationalsozialismus, als die Kirche insgesamt, das müssen wir sagen, leider in ökumenischer Gemeinschaft nicht aufgestanden ist und Juden, Sinti und Roma, Kommunisten und Homosexuelle geschützt hat, als es nur Einzelne waren, einzelne evangelische und katholische Christen, das auch wieder in ökumenischer Gemeinschaft, die aus ihrem Glauben heraus aufbegehrt haben und somit zu Zeugen des Evangeliums in unchristlicher Zeit wurden, aber auch in der Zeit der DDR, als die Kirchen ihre Türen aufgemacht haben für die Kritik am Staat, was sehr kritisch gesehen wurde, auch aus Westdeutschland. Aber die Kirchen waren dann der Ort, wo die kritischen Stimmen überhaupt Gehör gefunden haben. Und das war ein ökumenisches Erleben. Ich war damals oft in der DDR und die ökumenischen Versammlungen von Dresden und Magdeburg haben viel dazu beigetragen, dass der Ruf keine Gewalt auf die Straßen von Dresden, Leipzig und Ostberlin getragen wurde und so eine gewaltfreie Revolution möglich wurde. In der DDR wurde Ökumene in dem Fall wirklich zum Ort, an dem Kritik am Staat möglich wurde. Rechtfertigung. Wir feiern Reformationsjubiläum in einer Erfolgs- und Leistungsgesellschaft. Viele sagen, dass Rechtfertigungslehre heute nicht mehr zu verstehen ist. Wie soll man das übersetzen? Römisch-katholische und evangelische Kirche haben sich geeinigt, 1999, Lutherischer Weltbund und Einheitssekretariat in Augsburg haben wir das gefeiert,
dass wir heute so gemeinsam über Rechtfertigung allein aus Glauben sprechen können, dass wir von den Verwerfungen des 16. Jahrhunderts nicht mehr getroffen sind. Das war ein großer Schritt, finde ich, eine theologische Lehre, an der ja die Trennung im Grunde stark entstanden ist, gemeinsam formuliert werden kann. Aber ist das etwas, was denn heute für die Menschen wichtig ist? Ich glaube, es ist elementar, wenn wir es übersetzen können. So viele Menschen in unseren westlichen Kulturen und Gesellschaften haben den Eindruck, sie gehören nicht dazu. Sie können nicht mithalten, weil sie nicht genug Geld verdienen. Sie können nicht mithalten, weil sie keinen Arbeitsplatz haben. Sie können nicht mithalten, weil sie mit Behinderungen leben müssen, weil sie alt sind und nicht mehr gebraucht werden, als überflüssige Menschen tatsächlich gelten. Essstörungen nebenzu, weil junge Frauen glauben, sie müssen alle aussehen wie Heidi Klums Models auf dem Laufsteg, sonst sind sie nichts wert. Dazu sagen, dein Leben hat schon einen Wert, weil Gott in der Sekunde deiner Geburt dir diesen Wert schon zugesagt hat. Und nichts, was du tust, wie immer du auch scheitern magst, kann dir diese Würde nehmen, die dir von Gott schon zugesagt ist. Du hast Würde. Du bist eine angesehene Person, weil Gott dich ansieht. Ich denke, das kann Menschen aufrichten in unserer Gesellschaft, die nur die Erfolgreichen sieht, meine Frau, mein Haus, mein Auto. Und nicht sieht, dass der Mensch eine unantastbare Würde hat, auch der sterbende Mensch noch die gleiche Würde hat wie der erfolgreiche Unternehmer. Das ist eine ökumenische Überzeugung, die wir miteinander haben und die diese Welt, glaube ich, dringend hören muss und die sie von uns gemeinsam hören sollte. Anerkennung. Anerkennung auch ohne eine Leistung, die du erbringen kannst. Wir müssen das übersetzen. Du bist schon anerkannt. Du musst gar nicht so darum ringen. 9. Punkt, Globalisierung. Wir können heute nur in globalisierter Perspektive feiern. Luthers Welt war eher klein. Er kam einmal nach Rom als junger Mann und dann gerade noch bis Coburg und Augsburg. Ansonsten war er in Mitteldeutschland. Kaiser Karl V. hatte einen größeren Weltblick schon, das müssen wir sagen. Ich habe früher immer gedacht, auf dem Reichstag zu Worms war Luther das entscheidende Thema, aber da gab es noch ganz andere. Die türkische Bedrohung war ein Thema, das Gold der Azteken und wie man wohl rankäme und das Königreich Valencia mit seinen sozialrevolutionären Bewegungen. Heute leben wir als Kirchen in einer globalen Welt und in der leben wir eben auch gemeinsam und nicht isoliert. Wir müssen wahrnehmen, dass wir keine abgeschotteten, auch nicht luxemburgischen, deutschen oder europäischen Kirchen mehr sind. Wir sind weltweite Kirche. Und das finde ich entscheidend, dass wir das auch tatsächlich sehen und leben. Wir können uns nicht abschotten gegenüber der Welt und als Christen werden wir das auch gar nicht tun. Wir sehen uns als Kinder der Familie Gottes auf dieser ganzen Welt. Und deshalb sind Flüchtlinge, die nach Europa kommen, für uns auch nicht irgendwelche Sozialschmarotzer, sondern es sind Botschafter des weltweiten Elends. Und ich muss sagen, ich bin in Deutschland dankbar dafür, stolz drauf kann man wohl nicht sagen, dass die Kirchengemeinden ganz entscheidend dafür sind, dass Flüchtlinge unterkommen in unserem Land, dass sie betreut werden, dass jemand Deutschkurse anbietet, dass Begleitung in den bürokratischen Prozessen unseres Landes stattfindet. In Deutschland können wir sehr klar sagen, dass zwischen katholische und evangelische Kirche kein Blatt Papier geht in der Frage der Flüchtlinge und in der klaren Aussage, dass nicht Pegida das christliche Abendland verteidigt, sondern unsere Kirchengemeinden, die für Barmherzigkeit und Nächstenliebe, für Respekt vor den Menschen eintreten. In einer so globalisierten Welt können die Kirchen ihre globalisierte Perspektive einbringen, weil sie gar nicht an nationalen Grenzen enden, sondern weil wir Kirchen sind über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Ökumene heißt auch der ganze bewohnte Erdkreis. Und den haben wir in den Blick zu nehmen. Wir können uns nicht national abschotten. Und schließlich der 10. und letzte Punkt. Das erste Jubiläum nach 100 Jahren ökumenischer Bewegung. 1917 hätte sich keiner vorstellen können, ein Reformationsjubiläum in ökumenischem Horizont zu feiern. Die Kirchen der Reformation verstehen sich als Erbin der alten Kirche, wie die römisch-katholische Kirche auch. Wir verstehen die Reformationsepoche als eine, die uns alle verändert hat, als eine Ausdifferenzierung in verschiedene Wege.
Wir können aber genauso sagen, die römisch-katholische Kirche heute ist nicht dieselbe, mit der Martin Luther in so tiefen Konflikt geriet. Schon das Konzil von Trient 1555 hat den Ablass gegen Geld abgeschafft. Ich habe manchmal gedacht, wenn das Konzil früher gewesen wäre, wäre es geschichtlich anders gelaufen. Andererseits hätte es das Konzil so vielleicht nicht gegeben. Ohne Luther, ich weiß es nicht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Messe in der Sprache des Volkes eingeführt. Etwas, was Luther zentral auch gefordert hat. Also die Kirche, die wir heute als römisch-katholische kennen, ist auch eine, die Erneuerung erlebt und erfahren hat. Weihbischof Jaschke aus Hamburg hat erklärt, die 95 Thesen Martin Luthers würde doch heute jeder römische Katholik unterzeichnen können. Und bei der gemeinsamen Erklärung 1999 wurde sehr deutlich, dass wir uns auch theologisch angenähert haben. Gleichzeitig wollen wir deutlich machen, wir sind verschieden. Wir sind unterschiedlich in Grundüberzeugungen, was Kirchenverständnis, Amtsverständnis, Abendmahlsverständnis betrifft, was vielleicht auch Heiligenverehrung und anderes ist. Aber Verschiedenheit muss nicht trennend sein. Es gibt eine kreative Kraft der konfessionellen Differenz. Dieser Satz stammt nicht von mir leider, sondern von Christoph Strom, dem Theologen. Eine kreative Kraft der konfessionellen Differenz, weil er sagt, wenn wir nicht verschieden wären, würden wir nicht überlegen, wer wir sind. Nur im anderen kannst du auch wieder lernen, wer du bist. Und die Unterschiedlichkeit kann dich anregen, noch tiefer zu verstehen, was ich selbst glaube, wo ich stehe, wie meine Kirche, meine Glaubensform aussieht, den anderen zu respektieren in seiner Andersheit, aber auch mich darin erkennen. Und Aufbruchszeichen haben wir viele gehabt. Ich denke an die Charta Oecumenica, europäisch verabschiedet, eine sozial-ethische Grundlage 2001 für die Kirchen in Europa. In Deutschland haben wir 2003 in Berlin und 2010 in München ökumenische Kirchentage veranstaltet. Und wir haben überlegt, was können wir eigentlich feiern miteinander, um nicht immer defizitär zu argumentieren, wir können halt nicht miteinander Abendmahl feiern, sondern zu fragen, was können wir miteinander feiern. Und so haben wir 2003 eine Tauferinnerung mit 100.000 Menschen in Berlin vor dem Reichstag gefeiert. Und immer ein Katholik und ein Protestant haben sich gegenseitig mit Taufwasser ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Ich fand das sehr bewegend. Die Taufe eint uns. Und 2010 in München haben wir ein großes Agape-Mahl gefeiert, ökumenisch gefeiert und haben gesagt, das können wir feiern. Wir müssen nicht immer auf das schauen, was nicht möglich ist, sondern wir können das Mögliche miteinander feiern. Ich sage noch einmal, zitiere noch einmal Bischof Feige, der schrieb mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017, entgegen sonst oftmals üblicher Selbstbespiegelungs- und Profilierungstendenzen wäre es für katholische und evangelische Christen auf allen Ebenen sicher entkrampfend, sich gegenseitig mehr im Lichte Jesu Christi zu betrachten und neidlos ins Wort zu fassen, was man aneinander schätzt, vielleicht sogar bewundert, worin man spezielle Begabungen erkennt und den Geist Gottes eindrucksvoll am Wirken sieht. Dabei würde bestimmt auch auffallen, was an der evangelischen Kirche katholisch und an der katholischen Kirche evangelisch ist, was man bewahrt, im Gegen- und Miteinander seit der Reformation wiederentdeckt oder von der anderen Kirche als Bereicherung empfangen hat. Zitat Ende. Ich finde, das klingt wirklich hoffnungsvoll. Wir können am anderen etwas entdecken, was wir bei uns nicht haben und das als gegenseitige Bereicherung sehen. Wir können Zeichen und Symbole der Gemeinschaft finden und so haben wir geplant, in Deutschland am 2. Passionswochenende der Passionszeit nächstes Jahr einen Versöhnungsgottesdienst zu feiern unter dem Motto Healing of Memories, das Heilen der Erinnerungen, bei dem wir vor Gott bringen, wo wir uns verletzt haben gegenseitig, aber auch feiern können, dass diese Verletzungen auch heilen können. Die Katholische Bischofskonferenz und der Rat der EKD werden gemeinsam nach Israel pilgern, symbolisch zurück zu den Ursprüngen des Glaubens, die wir ja miteinander teilen. So wollen wir sichtbar machen, dass tatsächlich ökumenisch vieles gewachsen ist und auch Vertrauen gewachsen ist. Und dass Ökumene gewachsen ist, das müssen wir ja nicht erst nur theoretisch miteinander abhandeln. Ich kann jetzt nur von Deutschland reden. Ich nehme aber an, in Luxemburg ist gar nicht so anders. Ich weiß, vor 40 Jahren heiratete meine Cousine einen Katholiken.
ein Familiendrama ohne Ende. Ja? Was macht man in einem Katholiken in einer so lutherischen Familie? Meine Großmutter wollte nicht zur Hochzeit kommen, weil sie sagte, ein Katholik, sowas hatten wir überhaupt noch nie. Heute freue ich mich oder freuen wir uns, wenn unsere Kinder Christen treffen, die sie heiraten wollen. Ja, das hat sich doch geändert. Du freust dich doch, wenn du sagst, der ist tatsächlich Christ, wie wunderbar. Und dann fragst du nach der Konfession. Also Ökumene ist auch gelebt im Alltag. Dass ich über Reformation reden kann in einer römisch-katholischen Kirche, hätte sich vor 50 Jahren auch kaum jemand denken können. Gerade in der säkularisierten Gesellschaft spüren wir doch, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Die Bibel, der Glaube, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, die 10 Gebote. Wir haben in Europa, aber auch weltweit gelernt, dass diese christliche Kirche, die wir bekennen, eine verborgene ist unter den verschiedenen Formen von Kirche, die wir leben in unserer Welt. Und dass jede Kirche, das hat Ernst Lange mal gesagt, nur eine Provinz der Weltchristenheit Gottes ist. Ja, die Kirchen haben sich ausdifferenziert, sie sind verschieden, aber wir erinnern uns an den gemeinsamen Ursprung, Jesus Christus, der für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist das zentral Verbindende in ökumenischer Gemeinschaft. Das spüren wir immer wieder und das gibt uns Grund, Reformation auch gemeinsam in ökumenischer Dimension zu feiern und zu fragen, wo brauchen wir heute in unseren Kirchen und unseren Gesellschaften Reform und Reformation. Zuletzt, den Protestanten wird oft gesagt, sie seien humorlos. Das ist wahrscheinlich manchmal auch so. Aber beim Reformationsjubiläum sage ich meiner Kirche oft, sie muss ein bisschen humorvoller werden. Weil es gibt im Moment alles Mögliche. Luther Honig, Luther Bier, Luther Rosen, Luther Socken, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Da kann man nur schmunzeln und sagen, lasst das doch alles zu. Und außerdem gibt es einen Playmobil-Luther. Den hat die evangelische Kirche erst sehr kritisch gesehen, weil sie gesagt haben, nachher heißt es hier, Käsmann macht den Luther klein oder irgend so etwas. Aber er ist in der ersten Auflage bei 20.000 gewesen und die waren in 17 Stunden ausverkauft. Bei eBay ging er auf 500 € hoch sofort. Ja. Inzwischen sind 400.000 aufgelegt und ich finde, das ist ein sehr schönes Symbol, wenn ich das jetzt sozusagen dem katholischen Repräsentanten überreiche. Luther ist ja durchaus glaubensstark gewesen, glaubensstarker Katholik, das kann nicht schaden. Und er hat Redner auch noch was gelehrt. Ein Rat an einen guten Redner: Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Dankeschön. Ist doch schön, wenn ein Katholik für Luther klatscht, ne? Und jetzt auch noch mit ihm zu Hause spielen. Das ist wunderbar. Frau Käßmann, es ist einfach ein sehr gelungener Abend, muss ich sagen, denn dass wir in dieser Kirche nicht nur diesen Applaus hören, sondern auch während dieses Vortrags keine Sekunde hatten, wo wir unaufmerksam sein konnten, weil sie uns gefesselt haben und immer wieder den Humor, den sie wahrscheinlich vom Luther Honig dann her haben, uns auch gegeben haben, ohne dass es irgendwie aber klebrig geworden wäre. Das ist einfach grandios. Und für diese Darstellung, erstens von Ökumene und von Verständnis einer ganzen Epoche, die uns alle prägt, dann aber auch von diesen Perspektiven, dass Reformation eben nicht nur Kirche betrifft, sondern die Kirche in ihrer Verantwortung für die Welt und für die Welt heute, das sind einfach Anstöße, die besonders auch hier in Luxemburg sicherlich auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Im Namen der katholischen Kirche, im Namen unseres Erzbischofs deshalb ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, dass Sie diesen Auftakt auch für die gemeinsame Reformationsgedenken jetzt geleistet haben. Kommen Sie doch noch mal wieder, wir freuen uns jedenfalls. Dankeschön.